Kennt ihr de Juppie? De kleine, lieve, geringe Menschen? Allkant huet de Juppie als enger Sammlung. De Juppie als überall präsent. Am Fernseh kocht hier fleißig. An der geschriebener Presse, Publicité oblige, als hier omnipräsent. De Juppie als solidarisch. Hier unterstützt Haiti und UNICEF. De Juppie unterstützt den Sport. Huet viel Footballspieler als Freund. Die Haut, wo sie nicht mehr Terrain spielen, zu Schiedsrichter mutiert sind. Dem Juppie sing Freund holen Teif gern heraus, erweisen die Rot Korps. Für und allem verdeelte Juppie gerne Punkte und Klieren. Für die Matchspieler Terrain, die de Ball rollen lassen und Goal schießen, hat der Juppie nicht so viel übrig, weder sozialen Plan noch was Punkten angeht. Leifren, von der größten Patron am Land der Kaktus, hat gegen den Präsident von der Personaldelegation ein Mise à pied ohne Salär ausgeschwert. Damit wird die Direktion vom Kaktus eine Delegation schwächen und dekapitieren, die hier unbequem ist. Der Patrick Urt schafft 23 Jahre beim Kaktus. Hier ist seit 16 Jahren Delegierten und seit 2003 Präsident von der Personaldelegation. Bei den letzten Sozialwahlen 2008 ist Singlöst mit 67,9% massiv vom Personal unterstützt gehen. Die Rechnung von der Direktion, ein neutral oder besser gesagt ein Patronslöst, mit dem gut klingenden Namen Weißlöst, gegen Gewerkschaften abzusetzen, war nicht abgegangen. Personal hat nämlich denen Vertrauen geschenkt, die sich konsequent für die Verbesserung vom Kollektivvertrag angesetzt haben und die tagtäglich am Einsatz sind, für die Interessen von den über 3200 Beschäftigten zu verteidigen. Von da an ist die Direktion dazu übergegangen, die Arbeit von den gewählten Personaldelegierten systematisch zu erschweren, respektive zu behindern. So versichern sie der Delegation, und ich zitiere, Règle d'exercice du mandat de délégué du personnel aufzuzwingen. Die hauptamtlich freigestellten Delegierten, denen hier Aufgabe und Mission ist, Personal zu konsultieren, also den Puls auf der Basis zu fühlen, sollen ich zitiere, prendre un rendez-vous auprès du responsable du site avant chaque visite. Personaldelegation vom Kaktus sitzt aber Wandhaft. Da geht es keine Boutique. Sie sitzen neben dem Personalbüro. Und das ist vital für die Arbeit von den freigestellten Delegierten, dass sie sich frei bewegen können und zu jeder Zeit die 20 Sites besichtigen können. Und an ihrer Funktion auch können man Personal während der Arbeitszeit sich austauschen. An der Praxis will die Direktion die total überwachen. Er will erstens, dass die freigestellten Delegierten pointieren, quadricken, am warmen Büro Wandhaft sitzen bleiben, erwarten, bis das Salarié sie über Telefon kontaktiert oder besser noch, dass das Salarié bei Delegation auf der Wandhaft pilgert. Die Direktion will über all die Deplacementen von den Delegierten informiert gehen, erfordert, dass sie sich direkt beim Gérant von der Site müssen ummelden. Das heißt an der Praxis, dass sie nicht mehr allein Provist können an einem Site passieren. Also, sie können auch nicht mehr garantieren, dass ein Salarié, der noch Hölle fragt, anonym bleibt. Das sind nicht mehr ein paar Schikanen. Es ging zu weit für alles hier aufzuzählen. Ob jeden Fall und Delegiert, die demokratisch gewählt sind, so diesen Intentionen widersetzt. Sie haben alle Attacken aufgewehrt und haben weiter am Interesse vom ganzen Personal geschafft. Sie kriegen dafür Avertissementer, Ultim-Avertissementer und zu guter Letzt als Krönung kriegte Patrick Urt, der Präsident von der Delegation, eine Mise à pied. Tentative von der Mise à pied, genauso wie die Darstellung von den anderen Delegierten, als nicht zu tolerieren. Ein ersten Erfolg ist zu verzeichnen. Den 18. Dezember 2009 hat das Arbeitsgericht entschieden, dass der Kaktus dem Patrick sein Salär muss weiter bezahlen, bis das eigentlich Urteil an dieser Affäre geschwert ist.
Et dennert dodurch awer neicht der Tatsache, dat die Attack vum Kaktus unakzeptabel ass. Et Forderung ass klar, de Patrick muss zrägernde Betrieb, an dat als Präsident vun der Delegation. Darüber heraus müssen die sëllechen Avertissementer zurückzugehen. Dieser Kampf steht stellvertretend für all Personaldelegationen, die von ihren Direktionen und ihrer Mission behindert und angeschüchtert gehen. Schlussendlich steht dieser Kampf auch am Kontext für das schnellstens Gesetz über die Machtbestimmung am Sinn von einer Verbesserung von der Machtbestimmung für die Personalvertreter an den Betrieben angepasst wird. Es steht viel Spiel und es geht um die Freiheit von der gewerkschaftlichen Aktion. Dafür dem Juppie eng dat an dem Kaktus die Rotquart.